Havidere, meine sauguten Freund, zu dem, ja, absolut etwas anderen Video. Ja, sage ich mal, wie sagt man? Ich bin ein riesengroßer Weinstock-Fan. Und bei uns im Garten gibt es wirklich viel zum Sehen, viel schöne Sachen. Und trotzdem sind es die zwei Weinstöcke, die mich am meisten begeistern. Ja, ist irgendwie tatsächlich so. Ich finde, das gibt wahnsinnig coole Vibes, so ein Weinstock, wahnsinnig beruhigende Gefühle. Es ist eine wahnsinnig schöne Frucht, die wo gerne in meinen Augen Alternative ist beim Fernsehschauen zu Chips oder anderes. Probiert es einmal aus. Und auch beim Abnehmen helfen. Habe ich oft gemacht, dass ich nebenzu einfach mal dauerhaft am Tag beim Videoschneiden, beim Computerspielen, beim Arbeiten immer mal so Weintraum eingegessen habe. Glaubt's mir, das nimmt so ein bisschen so das Gefühl, dass du irgendwann den Drang entwickelst, so jetzt war was zum Essen recht. Weil du isst ja immer wieder Kleinigkeit, die wo relativ kalorienarm ist und gesund ist, absolut gesund ist. Und auch wenn man in Urlaub fährt, Richtung Südtirol, Slowenien oder an die anderen, wo ich in den Norden von Mitteldeutschland, Franken, Rheinland, Pfalz und so weiter, wenn ich Weinfelder sehe, dann ist das so ein schönes Gefühl. Also so viel schöner als ein Mais oder Getreide, was man natürlich auch braucht, aber ja, so ein Weinstock. Vor allem die Weinreben, wenn die dann erst kommen, dann blieren sie, dann werden sie grün, dann färben sie sich, dann ist das fast wie so bei so einer Rosen. Wenn eine Rose bliert, ist das dann wie ein Weinstock, wenn du dann die Weinreben siehst. Ja, ist wirklich schön. Und ja, ich habe es frühzeitig ernten müssen. Warum, zeige ich euch jetzt gleich. Das ist der Jim. Und das ist der Chico. Und das ist der Rosenmacher. Und jetzt geht's weiter zu die Traum. So, das ist das erste Kerbel. Das heißt die roten Weintrauben. Ist wesentlich mehr als ich erwartet habe. Wesentlich weniger als solche Kinder. Man sieht teilweise, sind es schon sehr von den Wespen angefressen. Man sagt aber, September ist so die ideale Ernten, damit das schön süß und reif sind. Das haben wir jetzt nicht ganz geschafft, heute ist der 28. August, aber es ist recht schön geworden. Teilweise sieht man es da, teilweise sieht man da zum Beispiel an derer, da siehst du einen Wespenstich drin. Das schaut dann recht zusammengerunzelt aus. Oder da vor allem sieht man es sehr schön. Und jetzt machen wir weiter. Ich bin schon wie so ein Profi-Weinbauer, weil ich gerade das erste Mal Weintrauben anschneiden. Naja. Alles. Da sieht man jetzt so direkt angebissene Weintrauben von der Webs oder von der Wespen. Ja. Die fressen das natürlich auch, ist auch süß, das schmeckt ihnen sau gut. Genauso wie mir. Und da haben wir ein Problem miteinander. Jo, und da ist jetzt die zweite Weinstock. Die habe ich mir das zuerst gekauft und da sieht man jetzt auch die blauen. So, und jetzt geht das Ernten weiter. Oh, wo gehe ich nicht zu? Ja, da bin ich wieder. So, jetzt geht's weiter. Die sind wesentlich voller davon. Das sind keine, so teilweise bei den anderen sind die grüne dabei und ein paar, wo ganz reif sind und ein paar, wo noch gar nicht reif sind. Und da sind tatsächlich alle gleich. Fertig. So, machen wir die gleiche Prozedur nochmal. So, und da haben wir jetzt die blauen. Machen wir mal schon auf die ganze Geschichte. Genau. Sieht man schon, die sind wesentlich, die sind nicht so durchsichtig. Klangen sie eher matt an, während die anderen recht glänzend waren. Und ja, ist auch ein schönes Kerbel. Tatsächlich haben sie da fast gar nicht angefressen, was auch auffällig ist. Bei den Kerbel sind so gut wie alle immer gleich reif durch. Da sieht man zum Beispiel, sind auch ein paar zusammengefressene. Aber wesentlich weniger. Bei den anderen haben wir ja gehabt, da waren teilweise noch ganz kleine Grüne dabei und dann ganz reife und welche, wo du sagst, ja, das passt. Und da sind jetzt tatsächlich, wurscht, was du schaust, alle gleich. Und sie sind süßer.
Sie sind süßer und probieren wir es einmal. Und es kann täuschen, aber der Kern ist kleiner. Okay, ich glaube der Kern ist gleich groß. Aber er schmeckt ein bisschen nicht weniger bitter wie der andere. Was nicht heißt, dass die anderen schlechter sind. Also er schmeckt wirklich sehr gut. Und dann haben wir es auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Anschauen, hat mich echt gefreut. Liked und abonniert mich, ich hab's dringend nötig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Lasst euch nicht durcheinander bringen, macht's es gut, habe die Ehre.